من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir machen heute inshallah mit dem Namen Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kabir weiter. Normalerweise würde in unserer Reihenfolge jetzt Al-Mutakabbir vorkommen. Aber weil Al-Kabir und Al-Mutakabbir vom selben Wortwurzel kommen, habe ich es für angebrachter gesehen, erst den Namen Al-Kabir hier zu behandeln, inshallah. Und hiernach kommt der Name Al-Mutakabbir. Weil wenn wir verstehen, dass Allah Al-Kabir ist, der Größte ist, Allah groß ist, dann werden wir verstehen, warum er Al-Mutakabbir ist, warum er das Recht hat, warum es ihm gebührt, hochmütig zu sein, weil nur bei ihm ist die Hochmut eine schöne Hochmut, weil ihm es gebührt. Aber erstmal müssen wir verstehen, ist Allah Al-Kabir und wie groß ist Allah? Deswegen habe ich gedacht, dass wir als erstes den Namen Al-Kabir inshallah behandeln werden und im nächsten Unterricht dann Al-Mutakabbir. Der Name Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kabir kommt im edlen Koran 6-mal vor. 6-mal kommt der Name Al-Kabir, Allah der Große, vor. Er stammt von der Wortwurzel Kabara, Kubara, Kibr, von diesen Wortwurzeln ab. Al-Kabir, Kabir bedeutet, also das Wort Kabir mit all seinen Formen, wie es zum Vorschein kommt, hat die Grundbedeutung groß. Also irgendwie ist das mit dem Wort im Groß in Verbindung gebracht und bedeutet groß. Zum Beispiel kommt im edlen Koran, das haben wir im letzten Koranprojekt auch behandelt gehabt, in Surah Qasas, wo die Töchter von Shuaib zu Musa sagen, Sheikhuna Kabir, unser Vater ist ein großer Sheikh, also ein Alter, ein großer Mann. Ein großer Mann im Sinne von Alter, von dem Alter her, ein sehr alter und großer Mann. Deswegen, das Wort Kabir bedeutet groß. Es ist das Gegenteil von As-Saghir, von klein. Wenn wir Al-Kabir zu Allah subhanahu wa ta'ala sagen, dann bedeutet das, Allah subhanahu wa ta'ala ist der einzig Große und der immer Große. Alles, was ihr als groß kennt, ist bei Allah klein. Selbst das Große ist bei Allah klein, weil Allah der absolut einzig Große ist. Und alles andere ist bei Allah klein. Jede Art von Größe gebührt Allah. Jede Art von groß, hoch, übergroß, egal inwiefern, alles was mit groß zu tun hat, gebührt Allah. Und alles was klein, minderwertig, geringfügig ist Allah davon fern. Al-Hattabi sagt zu dem Namen Allah Al-Kabir, es ist von seinen Jalal-Namen. Er fährt fort und sagt, Allah gebührt es und er ist der Besitzer vom Groß. Allahs Größe ist so groß, dass alles andere von seinen Geschöpfen bei ihm klein ist. Selbst das Große ist bei ihm klein. Allah ist so groß, dass er mit seiner Schöpfung nicht verglichen werden kann. Wenn Leute uns fragen, warum kann man Allah mit nichts vergleichen, dann ist ein Grund davon, weil Allah groß ist. Allah ist so groß, dass man ihn nicht ansatzweise mit irgendetwas überhaupt vergleichen könnte von seiner Schöpfung. Weil seine Schöpfung ist im Gegensatz zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht mal nennenswert. Wir werden gleich Beispiele aufzählen von Allah, seine Größe und Hoheit. Al-Zajjaj sagt, Al-Kabir bedeutet, dass Allah der Besitzer der Größe ist und er der Allmächtige ist. Imam Tabari sagt, dass alles, ausnahmslos alles bei Allah kleiner ist wie er. Nichts ist so groß wie Allah oder nichts ist größer als Allah. Und es gibt nichts und niemanden, der mächtiger bzw. höher ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Besitzer der Größe. Wenn wir jetzt für Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kabir diesen Namen benutzen, dann heißt das, dass Allah in seinem Saat, in seinem Sifat und in seinem Fi'l groß ist. Ihm gebührt die Größe und ihm gebührt die Hoheit. Allah subhanahu wa ta'ala ist materiell, sowohl immateriell, also sowohl sichtbar als auch vom Nicht-Sichtbaren, von allen Kleinigkeiten, Geringfügigkeiten und Niedrigkeiten fern und frei. Was meinen wir damit, wenn Allah sein Saat, Allah an sich ist groß, das können unser Kopf nicht begreifen. Wenn wir sagen, Allah sein Saat und seine Sifat sind groß, dann meinen wir Folgendes damit. Allah ist allwissend,
Niemand, sein Wissen ist größer als das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sein Wissen ist das größte Wissen. Es gibt immer einen, der mehr weiß als du, aber bei Allah hört es auf. Es gibt niemanden, der mehr weiß als Allah. Allah, seine Weisheit ist die größte. Wenn Allah handelt, dann handelt er voller Weisheit. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala vergibt, dann ist seine Vergebung größer als jede Sünde, die es gibt. Dann ist seine Vergebung größer als jede Vergebung, die es gibt. Das meinen wir. Also auch seine Eigenschaften. El-Kabir ist seine Eigenschaft, aber sie reflektiert auf alle anderen Eigenschaften und alle anderen Eigenschaften sind groß. Zum Beispiel ist Allah, der El-Kabir ist, seine Belohnung ist auch groß. Allah, wenn er belohnt, belohnt er groß. Er belohnt gigantisch. Allah sagt im Heiligen Koran, إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Ausgenommen von der Strafe sind diejenigen, die geduldig sind und gute Werke tun, ihnen wird Vergebung und ein großer Lohn zuteil sein. Dieser große Lohn ist so ein großer Lohn, der ist so gewaltig, der ist über unsere Vorstellungskraft. Was für ein gewaltiger Lohn das ist, was für ein wunderschöner Lohn das ist, das können wir nicht mal in unseren Köpfen ergreifen, nicht mal auffassen. Deswegen erst, wenn wir das Paradies sehen, werden wir diese leuchtenden Augen kriegen und vor Schock so schockiert sein, dass wir Allah Tasbih und Tahmid machen werden. Allah, seine Huld und seine Verleihung ist ebenfalls groß. Allah sagt im Heiligen Koran, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Alsdann gaben wir das Buch jenen unseren Dienern als Erbe, die wir auserwählt haben. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Und manche von ihnen haben sich selbst Zulm gemacht. Manche haben den mittleren, den gemäßigten Weg ausgesucht und manche wetteifern um das Gute. Und dann sagt Allah, sie wetteifern um das Gute mit Allahs Erlaubnis. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Dies ist wahrlich der große Huld, dies ist wahrlich die große Verleihung. Wenn Allah einen Menschen zu einem Sabiqun gemacht, zu einem Vorreiter gemacht hat, dessen Sorge nur Amal al-Salih ist, gute Taten zu verrichten und er wetteifert immer mehr zu machen, dies, sagt Allah, ist wahrlich eine große Huld. Weil warum? Allah liebt ihn, die Engel lieben ihn, er wird in sein Paradies hineingehen, Allah wird ihn vergeben, er wird nicht bestraft werden. Allah hat schon auf dieser Dunya eine große Verleihung gegeben und eine große Gabe gegeben. Dies, sagt Allah, ist eins der größten Huld, eine Gabe, die Allah überhaupt jemandem geben kann. Aber nicht nur seine Belohnung, seine Vergebung ist groß, auch seine Bestrafung ist groß. Allah, der El-Kabir ist, dessen Bestrafung ist ebenfalls groß. Allah sagt im Heiligen Koran, فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Nun haben sie euch für das, was ihr gesagt habt, der Lüge bezichtigt, sagt Allah. Und ihr könnt weder die Strafe abwenden, noch euch helfen. Und den, der von euch Zulm tut, derjenige, der Unrecht tut, sagt Allah, werden wir eine große Strafe kosten lassen. Dies ist so eine brutale Strafe, dies ist so eine heftige Strafe, dies ist eine so erschütternde Strafe, die sich ein Mensch nicht ansatzweise mal vorstellen kann. Erst wenn die Leute das Jahannam sehen, dass Jahannam mit ihnen spricht, in Jahannam Kreaturen sind, erst dann werden wir begreifen, wie die Strafe Allahs gewaltig ist. Möge Allah uns vor seiner großen Strafe bewahren und uns von seinem großen Lohn teilwerden lassen. Der Mensch kann Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Sehen nicht erfassen. Genau wie ein Mensch mit seinem Auge, mit seinem Sehen Allah nicht umfassen kann, kann ein Mensch Allah seine Größe mit seinem Verstand nicht umfassen. Dies ist eine Regel, die könnt ihr euch merken. Die Schöpfung kann den Schöpfer niemals umfassen, egal mit was. Weder mit dem Wissen, noch mit dem Sehen, noch mit dem Hören, noch mit dem Verstand. Wir sind die Schöpfung. Wir können den Schöpfer niemals umfassen. Aber der Schöpfer umfasst seine Schöpfung mit seinem Wissen. Allah hat alles umfasst mit seinem Wissen. Allah hat alles umfasst mit seiner Rahmat. Allah hat alles umfasst mit seinem Sehen. Aber der Mensch kann Allah seine Größe niemals verstehen, niemals begreifen. Warum? Weil dafür sind die Kapazitäten nicht ausgereicht. Die sind nicht dafür gedacht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt versuchen werden, Allah subhanahu wa ta'ala seine Größe zu erklären, werden wir verstehen, dass unsere Worte gar nicht dafür gedacht sind. Unsere Worte sind dafür da eigentlich,
um uns gegenseitig zu verständigen, aber niemals, um Allah seine Größe zu erklären oder Größe zu beschreiben. Deswegen wird es ein bisschen schwierig, jetzt in diesem Vortrag Allah seine Größe zu erklären, zu beschreiben. Aber ich werde, inshallah, auf eine andere Art und Weise euch Beispiele geben, inshallah, weil Allah gibt ebenfalls im Koran immer wieder Beispiele für das bessere Verständnis. Und Allah gleicht niemals seiner Schöpfung, laysa kamithlihi shay'un, nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir über Größe sprechen, über etwas Gewaltiges, Großes, wo wir sagen, Allahu Akbar, wie gewaltig ist das, dann ist es nichts, was auf dieser Dunya ist. Dann ist es das Universum. Ich empfehle euch wirklich sehr, ich lege euch wirklich sehr, sehr, sehr ans Herz. Wenn ihr zu Hause seid, guckt euch Dokus, Dokumentationen über das Weltraum, über unseren Kosmos, über die Universen, über die Sterne. Guckt euch bitte diese Dokumentation an. Wallahi, das wird euren Iman vermehren. Das sind die Zeichen Allahs. Ich empfehle euch sehr, euch das anzugucken. Wenn wir jetzt schauen, unsere Erde ist eine ziemlich große Erde. Also ich denke, wenn ich euch jetzt fragen würde, ist die Erde groß, würden die meisten sagen, ja, die Erde ist groß. Die Erde hat zum Beispiel einen Radius von 6.371 Kilometern. Sie hat einen Durchmesser von 12.800 Kilometern. Die Erde ist groß. Wenn ihr mal an einem Meer gewesen seid und ihr schaut auf ein Meer, dann denkt ihr, dieses Meer ist unendlich. Wenn ihr mal auf Berge geschaut habt, habt ihr gedacht, wow, wie gewaltig sind diese Berge. Wenn ihr von oben irgendwo mal runter geguckt habt, habt ihr gesagt, Allahu Akbar, der Himmel geht ja unendlich weit. Diese Erde ist nämlich groß. Ihr seid an einem Ort, ihr reist an einem anderen Ort, ihr seht da ganz andere tropische Verhältnisse und sagt, Allahu Akbar, wie groß doch die Welt ist, von A nach B zu gehen. Die Welt ist groß. Ist sie groß? Wenn wir von der Erde in den Himmel schauen, dann sehen wir den Mond und die Sonne. Der Mond und die Sonne scheinen in unseren Augen immer gleich groß, aber dies ist absolut nicht der Fall. Absolut nicht. Die Sonne und der Mond scheinen nur gleich groß, weil die Sonne viel weiter von uns entfernt ist. Aber die Sonne ist gigantisch, ist gewaltig, viel, viel größer als der Mond und als die Erde. Viel, viel größer. Ich möchte jetzt die Erde mal mit der Sonne vergleichen. Die Erde mit der Sonne vergleichen. Ich habe euch gesagt gehabt, die Erde hat einen Radius von 6.371 Kilometern. Die Sonne hat einen Radius von 650.000 Kilometern. Also nicht 6.000, 650.000 Kilometer. Die Sonne hat einen Durchmesser, die Erde hat 12.800 Kilometer. Die Sonne hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Also die Erde hat 12.800 Kilometer, die Sonne hat 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Das bedeutet, unsere Erde würde 110 Mal, könnte man die um die Sonne legen. Also 110 Erden würden wir brauchen, um dies um die Sonne zu legen. Die Sonne hat eine Masse, weil jetzt gehen wir ins Weltraum, jetzt merkt ihr, die Zahlen ändern sich. Die Zahlen sind nicht mehr bei 1000, 100.000, die Zahlen gehen jetzt in den Milliardenbereich, Billionenbereich, Milliarden, 1 hoch 27 Nullen, 1 hoch 30, da gibt es keine, man sagt keine Zahlen mehr. Man sagt nur noch 1 hoch 25, 1 hoch 28, weil so viele Nullen das hat, man kann das gar nicht mehr schwer begreifen. Also wir werden jetzt gleich verstehen, dass unser Kopf selbst diese Sachen sehr, sehr schwer begreifen kann und wir verwundert sein werden. Die Sonne hat eine Masse von 1,989 hoch 27 Kilogramm an Masse. Das sind 27 Nullen. Das heißt, die Erde, wäre die Sonne ein Hohlraum, würden in die Sonne 1,3 Millionen Mal unsere Erde reinpassen. Unsere Erde würde 1,3 Millionen Mal in die Sonne passen, damit die Sonne gefüllt ist. Sie hat 330.000 Mal mehr Masse als unsere Erde, die Sonne. Die Sonne ist 4,7 Milliarden Jahre alt. Wenn ihr bei euer Wasser kocht und ihr verbrennt euch, sind das, ich weiß nicht, 90 Grad, Wasserkocher 90, 100 Grad, 90 Grad vielleicht. Ich arbeite in der Härterei. Bei uns arbeitet man mit Metall, steckt man Öfen rein. Und wir haben 999 Grad, haben wir, so circa um die 1000 Grad. Wenn manchmal Störungen sind und wir machen diesen Ofen auf, dann kommt so eine Hitze entgegen. Man sieht diese Feuerglut, diese Feuer da drin, die ist so warm und das sind nur 1000 Grad. Man denkt, Allahu Akbar, wie doch das Höllenfeuer ist. Die Sonne hat in seinem Kern eine Gradzahl von 15 Millionen Grad Celsius. 15 Millionen Grad.
In einer Sekunde wandelt die Sonne 657 Millionen Tonnen Wasserstoff in 653 Millionen Tonnen Helium um. Und das ist ein Kernschmelzprozess. Dieser Kernschmelzprozess soll 4,5 Milliarden Jahre lang noch andauern. Und danach hat die Sonne seine Brennstoffvorräte alle verbraucht und sie wird erloschen. Yani alles hat ein Ajal. Wenn die Zeit, alles, die gesamte Schöpfung hat eine Zeit, hat Allah eine Frist gesetzt. Und wenn die Frist von diesen Dingen eingetroffen ist, so werden diese Dinge ihre Aufgabe erledigt haben, ob Mensch, ob Tier, ob Sonne, ob Himmel oder Erde, egal was ist, so werden diese Sachen erlischen und die Sachen werden sterben. Die Sonne strahlt 383 hoch 24 Watt Energie aus. Also die Energie, die die Sonne ausstrahlt, sind 383 hoch 24. Also 24 Nullen könnt ihr dranhängen. Das ist, würden alle fossilen Rohstoffe der Erde, nehmen wir Kohle, Öl, Gas, Bäume, Pflanzen, Tiere, alle fossilen Rohstoffe nehmen und in Energie umwandeln, wären das nur 3 Tage von der Sonne. Da wäre die Erde aufgebraucht. Die Sonne gibt jeden Tag so viel Energie. Das würden die ganzen fossilen Rohstoffe der Erde würden 3 Tage der Energie der Sonne ausmachen. Nur 3 Tage. In einer Sekunde, pro Sekunde verliert die Sonne jede Sekunde 1 Million Tonnen an Masse. Sie wird immer 1 Million Tonne weniger. 1 Million Tonne wird sie weniger. Und die Distanz von der Erde bis zur Sonne sind ca. 150 Millionen Kilometer. Das Licht braucht ca. um die 8 Minuten, um auf die Welt zu kommen. Jetzt möchte ich euch einen Vergleich zeigen, wie die Erde, die ihr für groß haltet, wo ihr manchmal auf die Meere guckt, auf den Himmel guckt, sagt, wow, wie groß die Welt ist, im Vergleich zur Sonne ist. Das ist unsere Erde im Vergleich zur Sonne. Das ist unsere Erde und das ist die Sonne. Ich zeige euch ein anderes Bild, inshallah, damit ihr das besser seht. Mal komplett auf dem Bild. Das ist die Sonne. Und dieser kleine Punkt ist die Erde. Das ist der Vergleich zu der Sonne. Unsere Erde zur Sonne. So ein Größenvergleich. Allahu Akbar. Die Sonne ist groß, nicht wahr? Bei Allah ist das Große sogar klein. Alles ist klein. Die Sonne gilt aber in unserem Universum als ein Mittel, das ist ein Stern, als ein mittelgradiger Stern. Das ist ein normaler Stern. Weder zu groß noch zu klein. Es gibt Sterne, die sind viel größer als die Sonne. Es gibt Sterne, die sind 60 Mal, manche 90 Mal, manche 100 Mal größer als die Sonne. Es gibt zum Beispiel einen Stern, Beteigeuza. Ich werde bestimmt die Namen falsch aussprechen, weil das sind, ich weiß nicht, griechische Namen oder so. Aber Beteigeuza ist 662 Mal größer als die Sonne. Guck mal. Das ist unsere Sonne, der kleine Punkt da. Habt ihr gerade gesehen, wie unsere Erde zur Sonne war? Das hier, dieser kleine Punkt, ist die Sonne und das sind andere Planeten, andere Sterne, die größer sind als die Sonne. Hier gibt es einmal den Riegel und dann gibt es Beteigeuza, der ist 662 Mal größer und da gibt es einmal den Antares, der ist 800 Mal größer als die Sonne. Damit ihr das mal besser vielleicht vor Augen habt, gab's. Das sind solche Größenverhältnisse. Die Leute haben Probleme, diese auf Papier als Vergleichsmuster zu machen. Unsere Sonne ist der schwarze Punkt. Könnt ihr das sehen? Ihr könnt es nicht mal sehen. Dieser im Vergleich. Und das sind andere Planeten. Beteigeuza, Antares, der 800 Mal größer ist als die Sonne. Das der schwarze Punkt. Wo ist unsere Erde? Wo bist du? Ja, ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Oh du Mensch, was glaubst du eigentlich, was du bist? Was lässt dich so hochmütig gegenüber deinem Herrn werden lassen? Was denkst du, was du bist? Allah ist El-Kabir. Allah ist groß. All das ist vor Allah klein. Was glaubst du als Mensch, was du bist? Das ist unsere Sonne, der schwarze kleine Punkt. Den sieht man nicht mal. Die Wissenschaftler haben einen schwarzen Punkt im Universum entdeckt. Und danach haben sie ihre Fernrohre, Teleskope fixiert auf diesen Punkt. Und als das fixiert worden ist, haben sie gesehen, da ist hier ein Sternhaufen. Und haben diesen Sternhaufen analysiert und haben festgestellt, das sind ja keine Sternhaufen, das sind alles Galaxien. Alles Galaxien.
In einer Galaxie sind 400 Milliarden Sterne. Wir sind zum Beispiel in einer Galaxie, die Milchstraße, unsere Galaxie. Es gibt 400 Milliarden Sterne in einer Galaxie. Und die haben festgestellt, auf einen Punkt, wo sie dran gezoomt haben, war ein Haufen, sie dachten, das sind Sterne. Aber es waren keine Sterne. Das sind alles Galaxien, die über 400 Milliarden Sterne haben. Und manche Sterne sind viel größer als die, die ich gerade aufgezeigt habe. Nur die Wissenschaft, die kommt noch nicht mal so hinterher. Die kommen noch nicht so weit. Das ist unser Kosmos, der so groß ist. Sie sagen, der nächstnähere Stern zu uns ist der Stern Proxima Centauri. Der ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Jetzt gehen schon die Maßeinheiten der Zahlen verloren. Weil jetzt können wir nicht mehr Kilometer sagen, das macht keinen Sinn mehr. Jetzt kommen die und messen mit Lichtjahren. Weil Licht braucht eine bestimmte Strecke und eine Zeit, um diese zurückzulegen. Die sagen, der nächste Stern an unserem Planeten ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Das Licht würde 4,24 Jahre brauchen, bis da ankommt. Würden wir jetzt einen Lichtstrahl losschicken. Ein Lichtjahr macht 9,5 Billionen Kilometer. 9,5 Billionen Kilometer. Ich bombardiere euch gerade mit Zahlen voll, mit Millionen, Billionen, Trillionen. Und damit ihr versteht, wie groß das alles ist. Was für ein Kosmos, wo wir uns befinden eigentlich. In diesem Kosmos befinden wir uns. Also ein Lichtjahr sind 9,5 Billionen Kilometer. Also ist dieser nächste Stern ca. um die 40 Billionen Kilometer von uns entfernt. Die anderen Universen, Galaxien sind unmöglich dahin zu kommen, weil das so groß ist. Die Wissenschaftler sagen, wir wissen nicht, ob die Galaxie, ob unser Universum ein rundes Universum ist. Sie sagen, wäre es rund, so müssten wir eine Krümmung feststellen können. Irgendwo ein Lichtstrahl, der gekrümmt ist. Sie sagen, das Universum ist so groß, dass man immer noch keine Krümmung hat, als würde es immer noch so gerade gehen. Und irgendwann erst ganz weit hinten würde es erst zur Rundung kommen. Die sagen, es ist aber so groß, dass wir bis zum heutigen Tag nicht eine einzige Krümmung vom Licht feststellen konnten. Jetzt, wenn ihr euch das denkt alles, dann bleibt irgendwann der Kopf stehen und ihr sagt, das ist schon ganz schön viel. Jetzt möchte ich mit euch eine kurze Reise machen. Wir verlassen den ersten Himmel. Hier hört die Wissenschaft auf, hier hört alle auf. Hier kann niemand mehr weiterreden. Wir können sagen, Allahu Alam natürlich, außer Allah weiß niemand, wie es hinter unserer Galaxie ist, weil die Wissenschaftler kommen und fragen schon inzwischen, was ist hinter unserer Galaxie, also was ist hinter unserem Universum, hinter unserem Kosmos, was ist dahinter? Allah und sein Gesandter berichten uns zuteils darüber. Allah sagt im Heiligen Koran, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Dein Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa, sagt Allah in Surah Tabarak. Allah hat die 7 Himmel erschaffen in Tabaqat, also in Epochen, in Stufen hat er die 7 Himmel erschaffen. 7 Himmel hat Allah erschaffen. In einem anderen Vers sagt Allah, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهَا. Und wir haben den untersten Himmel mit Sternen beschmückt, sagt Allah. Wie Lampen, Licht, Galaxien. Allah sagt, wir haben den untersten Himmel mit Sternen beschmückt. Jetzt ist auszugehen, Allah natürlich, das sind alles Mutashabih-Verse und Allah weiß alles am besten, dass unser gesamtes Universum, unser gesamtes Kosmos, alles, was hier sichtbar für uns ist die erste Stufe des Himmels. Aber Allah hat 7 Stück erschaffen. Allah hat 7 Himmel erschaffen. Der Prophet erzählt uns, das wird von Ibn Abbas überliefert, der Gesandte fragt Ibn Abbas, Hal tadruna kam bayna as-sama'i wal ard? Weißt du denn, wie viel die Distanz, der Abstand zwischen Himmel und Erde ist? Und Ibn Abbas sagt, Allahu wa Rasul alam. Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und der Gesandte Allah sagt, es sind 500 Jahre. 500 Jahre. So, jetzt haben wir gemerkt, jetzt verändert sich hier Raum, Zeit. Das heißt, unsere Zahlen ändern sich. Die Zeiteinheiten ändern sich. 500 Jahre nach was? 500 Jahre nach welchem Maßstab? Nach welchem Maßstab gehen wir jetzt? Nach dem Licht? Nach was? Wonach gehen wir bei diesen 500 Jahren? Allahu Alam. Weil das Mutashabih-Versen. Wir kennen in Surah Ma'arij, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Die Engel und Jibril steigen zu ihm an einem Tag, dessen Ausmaß
50.000 Jahre beträgt. Die Engel, die steigen hinauf in einem Tag. Dieser eine Tag ist dort bei uns 50.000 Jahre. Also die Maßeinheiten ändern sich. Und der Gesandte Allah sagt, zwischen jedem Himmel zum anderen Himmel sind 500 Jahre. Was für Jahre? Allahu Alam. Also ihr müsst so vorstellen, dieser erste Himmel kommt, es öffnet sich ein Tor, man geht hoch. 500 Jahre kommt nichts. Was diese 500 Jahre sind, weiß niemand außer Allah. Danach kommt der zweite Himmel, dann kommt erst der zweite Himmel. Wie groß dieser ist, Allahu Alam. Dann geht wieder 500 Jahre, dann kommt der dritte Himmel. Wie groß der dritte Himmel ist, Allahu Alam. Wir wissen, wir sehen ja den ersten Himmel, wie groß der ist, wie gewaltig, wie viele Milliarden, Trillionen, alles hier von Sternen, Galaxien, gigantische, großen sind. Der dritte Himmel. Dann steigt es weiter 500 Jahre, dann kommt der vierte Himmel und das geht so weiter. Immer 500 Jahre zwischen bis zum nächsten Himmel. Und am 7. Himmel kommt der Kursi von Allah. So berichtet der Prophet, über dem 7. Himmel ist das Kursi von Allah. Das Kursi von Allah subhanahu wa ta'ala umfasst die ganze Himmel und die ganze Erde. Die gesamte Himmel hat das Kursi von Allah umfasst. Deswegen, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Das Kursi Allahs hat die Himmel und die Erde alles umfasst. Wenn ihr denkt, unsere Galaxien und die ganze Himmel sind groß, das Kursi Allahs ist noch größer und hat all diese Dinge umfasst. Alles umfasst. Danach sagt der Prophet, kommt Wasser und über dem Wasser ist der Thron Allahs. Von Abu Zar wird berichtet, dass der Gesandte Allahs sagte, der Thron, das Kursi Allahs ist im Gegensatz zum Thron Allahs, wie als würde man einen Ring nehmen und in die Wüste auf dieser Erde schmeißen. Ein Ring, den du in die Wüste schmeißt, das ist das Kursi und der Thron Allahs ist so groß. Allahu Akbar. Und Allah, wie groß ist Allah? Hier hört der Prophet auf zu erklären, also es geht nicht weiter. Man kann Allah nicht erklären. Man kann das nicht mehr in Worte fassen. Der Verstand wird es gar nicht aufnehmen. Das sind nur Größenverhältnisse, die der Prophet uns zuteils mitgibt, damit wir verstehen, wie groß eigentlich Allahs ist. Wie groß Allahs. Es kamen Leute aus Jemen zum Gesandten Allahs und haben gesagt, haben den Islam neu angenommen, erkläre uns die Religion. Und er sagt, Allah war und es war nichts gewesen. Dann schuf er das Wasser und danach den Thron. Und dann ließ er auf das Lawh Mahfuz das Maß der Himmel und der Erde niederschreiben. Und bei Muslim, das ist ein Hadith, der kommt bei Bukhari vor, bei Muslim wird überliefert, dass der Thron Allahs über das Wasser ist. Allahu Alam, das ist alles Mutashabi-Verse. Nichts ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Wir reden, das sind alles Mutashabi-Verse. Wie genau, weiß nur Allah. Aber die Größe, das ist das Ausmaß. Das Ausmaß ist das, unser ganzes Kosmos, habt ihr gerade die Erde gesehen, wie klein die war im Gegensatz zur Sonne? Habt ihr die Sonne gesehen im Gegensatz zu anderen, wie ein Punkt? Unser Himmel ist im Gegensatz zu den anderen Himmel, unser ganzes Universum, ein kleiner Punkt. Dieser sind zum Kursi ein ganz kleiner Punkt. Der Kursi ist im Gegensatz zum Thron Allahs ein Punkt. Und alles andere ist gegenüber Allah klein. Deswegen, wenn wir sagen, Allah ist Al-Kabir, dann heißt Allah ist groß. Allah ist der einzige Große. Er hat das Wort groß für sich genommen. Alles andere ist klein. Nichts ist vor Allah groß. Jede Art, was uns im Kopf kommt, was groß ist, ist bei Allah klein. Selbst das Große ist bei Allah, der Al-Kabir ist, klein. Deswegen, wenn wir Takbir und Allahu Akbar sagen, ist das die Reflexion Allahs Al-Kabir. Und ihr dürft eine Sache nicht vergessen, das, was der Mensch sieht und das, was er nicht sieht. Das, was er nicht sieht, ist immer viel stärker wie das, was er sieht. Zum Beispiel, den Körper siehst du, die Seele siehst du nicht. Die Seele ist stärker als der Körper. Das Gehirn siehst du, den Verstand siehst du nicht. Der Verstand ist stärker als das Gehirn. Die Dunya siehst du, das Akhirat siehst du nicht. Das Akhirat ist stärker. Materie siehst du, die Antimaterie siehst du nicht. Die Antimaterie, Schwarzlöcher sind stärker. Essen, Geschmack, Essen hast du, siehst du, den Geschmackssinn sieht man nicht. Wenn der Geschmackssinn weggeht, hat ein Essen überhaupt keinen Wert, das leckerste Essen. Dinge, die wir nicht sehen, sind oftmals stärker als Dinge, die wir sehen. Deswegen, nur weil wir eine Sache nicht sehen, heißt es noch lange nicht, dass es diese Sache nicht gibt.
Der Tawhid kommt mit dem Namen Al-Kabir im edlen Koran 5-mal vor. Wir haben gesagt, im edlen Koran kommt 6-mal der Name Al-Kabir vor und 5-mal ist das mit Tawhid zusammen. Also 5-mal beinhaltet dieser Name, kommt er in anderen Versen mit dem Tawhid Allahs in Verbindung. Dies ist ganz wichtig. Jemand, der Allah gegenüber Schirk begeht, der hat ein Problem mit Allah seine Größe. Der hat ein Problem mit Allah seine Hoheit, mit Allah seine Größe. Jemand, der Allah einzig und allein Tawhid macht, der hat Allah als den einzigen Gott und als den einzigen Großen akzeptiert. Allah, ich werde euch mal die Verse aufzählen, wo die Verse mit dem Tawhid zusammen vorkommen. Der erste ist, Allah sagt, Alimul Ghaibi wa Shahadatil Kabirul Muta'al. Er ist der Kenner des Verborgenen und des Sichtbaren, der Große, der Kabir und der Erhabenste. Danach, in den darauffolgenden Versen, sagt Allah, der Gesandte hat Beschützer vor sich und hinter sich. Und Allah ändert die Situation eines Volkes so lange nicht um, bis das Volk sich selbst ändert. Wenn Allah einem Volk einem Übel zufügen will, kann niemand dieses abwenden. Der Blitz wurde als Furcht und als Hoffnung erschaffen. Der Donner und die Engel Lobpreisen machen Tasbih zu Allah. Dann sagt Allah, Lahu da'watul haq. Ihm gebührt die aufrichtige Dua machen. Ihm gebührt der aufrichtige Anruf. Ihm gebührt es richtig, nur zu ihm Dua zu machen. Warum? Er ist der Große. Er ist El-Kabir. Er ist der, der all deine Bedürfnisse stillen kann. Er ist so groß, dass alles vor ihm klein ist. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالٍ. Und das Bitten der Ungläubigen ist völlig verfehlt und ist missachtet. Hier kommt es mit Dua zu Allah. Was sehen wir aus diesen Versen? Allah ist derjenige, der alles sieht. Und nichts bleibt vor Allah subhanahu wa ta'ala verborgen. Zweitens, Allah ist es, der den Menschen beschützt und niemand kann dich beschützen vor Allah und niemand kann Allah seinen Willen zurückschlagen. Drittens, er hat ausnahmslos alles in der Schöpfung erschaffen und alles preist Allah subhanahu wa ta'ala. Viertens, Dua macht man nur zu Allah, der Al-Kabir, der groß ist. Zweitens, wo der Vers mit dem Tawhid zusammenkommt, sagt Allah, hier kommen 2 Verse zusammen, die sind ganz gleich, da kommt nur ein Huwa noch dazu, einmal in Surah Hajj und einmal in Surah Luqman, wo Allah sagt, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Dies ist so, weil Allah alleine die Wahrheit ist. Und was ist sonst außer ihm? Anrufen ist die Falschheit. Und weil Allah der Erhabene ist und der Große ist. Warum ist Allah derjenige, dem man Dua machen sollte, den man anbeten sollte, dem man Ibadat machen sollte, vor dem man sich niederwerfen sollte, dem man gehorchen sollte? Weil Allah Al-Haq ist und Allah ist es, der Al-Kabir ist. Allah ist es, der Al-Kabir und Al-Ali ist und er ist Al-Haq. Deswegen beten wir Allah an. Alle anderen, sagt Allah, die angebetet werden, sind nicht Al-Haq, sind nicht Haq, sind nicht Ali und sind nicht Kabir. Deswegen gebührt es nicht, jemand anderen anzubeten. Der Schirk in der Uluhiyyat, in der Anbetung zu anderen Dingen, geschieht aus diesen 3 Punkten. Wenn man aber versteht, dass Allah der Größte und der Höchste ist und dass Allah Al-Haq ist, die Wahrheit ist, dann betet man einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala an. Der 4. Punkt, der 4. Vers, wo es zusammen vorkommt, also ich habe jetzt so 4 auf, der 5. ist, Zalikum bi anna Allah iza du'iya Allah wahdahu kafartum. Dies, weil als einzig zu Allah gerufen wurde, ihr Kufr betrieben habt. Wa in yushrik bihi tu'min, fal hukmu lillahi al-aliyyul kabir. Doch als ihm Götter zur Seite gesetzt wurden, in Schirk begangen wurden, da habt ihr an ihm geglaubt, da habt ihr den Iman verinnerlicht. Also das Urteil und die Entscheidung liegt einzig und allein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Die einzige Entscheidung liegt bei Allah subhanahu wa ta'ala. Jemand, der Allah als den Größten in seinem Leben akzeptiert, der wird einzig und allein Allah seine Gesetzen folgen. Hier sagt Allah, wenn sie zum Tawhid aufgerufen werden, so widersetzen sich, so machen sie Schirk. Aber wenn Allah und Schirk begangen wird, dann kommen sie und machen den Iman drauf. Das ist genau wie heute. Wenn ihr die Leute zur Scharia, zum Kalifat, zum Tawhid einlädt, so seht ihr, wie die Leute sich abwenden von euch. Aber wenn ihr jetzt in das Parlament geht, den Weg der Demokratie geht und Schirk dabei begeht, so werdet ihr sehen, wie die Massen zu euch kommen und sich euch anschließen, sagt Allah. Aber die Gesetzgebung, die Macht gebührt einzig und allein Allah. Jemand, der weiß, dass Allah der Große ist, der folgt auch nur einzig und allein Allah seinen Gesetzen. Und der letzte Tawhid-Vers, der mit Al-Kabir zusammenkommt, ist وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Und es nützt keinem, Fürsprache zu machen, außer
dem Allah es erlaubt hat. Hatta iza fuzzi an qulubihim qalu maza qala rabbukum qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir. Und wenn der Schreck aus ihren Seelen gewichen ist, so sagen sie, was hat euer Herr gesprochen? Was hat Allah gesagt? Sie sagen die Wahrheit. Al-Haq hat er gesprochen und er ist der Erhabene, er ist der Große. Niemand kann euch vor Allah retten. Niemand wird euch beschützen können im Jenseits. Niemand kann für euch Fürsprache einlegen, es sei denn, dem es Allah erlaubt hat. Allah sagt in Surah Naba, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. An jenem Tag, wo Jibril und die Engel in der Reihe stehen, da werden sie nicht sprechen dürfen. Selbst die Engel, die fehlerfrei sind, die Allah dauerhaft Zikr, Tesbih machen, selbst die dürfen nicht sprechen. Niemand darf sprechen, ausgenommen dem der Ar-Rahman es erlaubt hat und der nur das Richtige, das Recht spricht. Selbst die Engel, niemand wird irgendwas machen können, außer mit Allah seine Erlaubnis. Jemand, der behauptet, jemand könne Schafat machen oder irgendwas unabhängig von Allah, wie die Mushrikun es dauerhaft machen, sie stellen einen anderen Gott neben Allah. Wer ist größer als Allah? Wer ist denn größer als Allah, der sich Allah gleichsetzen kann? Der zu Allah, wenn Allah seinen Willen durchsetzen will, sagt, nee Allah, das machst du jetzt nicht, du machst anders. Allahu Akbar. Niemand gibt es, der Fürsprache einlegen kann, außer mit Allah seine Erlaubnis. Jetzt gibt es natürlich auf dieser Dunya falsche Autoritäten. Guck mal, ich möchte euch eine Sache sagen, die ist hier sehr wichtig. Ein Mensch betet immer den Größeren an. Deswegen werden Statuen immer groß gebaut. Zum Beispiel, was manchmal, also heutzutage zu sehen ist, ein Grab, was angebetet wird, wird immer größer gebaut wie ein normales Grab. In der Regel. Ein Grab, was normale Reihe, das wird nicht angebetet. Ein ganz normales, stinknormales Grab wird nie angebetet. Eine Sache, was normal ist, niedrig ist, wird nicht angebetet. Da ist die Versuchung auch nicht groß. Aber wenn eine Sache groß ist, gebaut wird, eine Kuppe drauf ist, noch dies drauf ist, dann fängt man an, Demut aufzubauen. Warum? Weil es groß ist. Deswegen haben die Tawarit, die Pharaonen, immer ihre Statuen sehr groß gemacht. Heute auch, die Tawarit heute, sie machen ihre Bilder ganz groß auf Plaketten. Warum? Weil wenn eine Sache groß ist, dann fühlst du dich klein. Wenn du dich vor einer Sache klein fühlst, fängst du an, diese Sache Itaat zu machen. Ich gebe euch ein Beispiel. Warum gehorcht zum Beispiel das Kind dem Vater zu Hause? Weil der Vater älter ist, nicht wahr? Richtig. Warum folgt der Schüler dem Lehrer? Weil der Lehrer vom Wissen her mehr ist. Zum Beispiel, warum folgen wir der Mezhab von Ahmad ibn Hanbal? Weil wir unseren Sheikh Ahmad ibn Hanbal im Wissen viel größer als uns sehen. Wir sehen uns kleiner als er, deswegen folgen wir ihm. Das ist hier sehr wichtig. Egal wo der Mensch sich irgendwo klein sieht, dem folgt er. Der Arbeitnehmer, der normale Arbeiter, wenn sein Chef kommt, er folgt ihm, er gehorcht ihm. Warum? Weil er vom Makam her über ihn steht. Und er weiß, er steht vom Makam her unter ihm. Egal wo, egal in welchen Punkten, wenn du jemanden über dir etwas größer siehst und dich vor einer Sache klein siehst, so fängst du an, die Sache Itaat zu machen, die Sache zu folgen, die Sache zu gehorchen, die Sache anzubeten, egal was. Aber dann kommt erst diese Demut gegenüber diesen Dingen. Und deswegen ist immer das Ziel der Tawarit, das Volk klein zu machen, sich groß zu machen. Das ist sehr wichtig. Das machen die meisten Tawarit. Und Allah sagt im edlen Koran, Nuh wurde zu Mustakbir. Sie haben Hochmut bekommen. Sie haben sich groß gefühlt. Was danach passiert? Allah hat sie vernichtet. Das Volk hat sich stark gefühlt, groß gefühlt. Allah sagt zu Pharao und seinem Volk, وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Er und seine Herrscher verhielten sich hochmütig, verhielten sich groß im Lande, ohne die Rechtfertigung dazu zu haben. Wer bist du? Wer bist du, dass du dich hochmütig fühlst? Dass du dich mit deiner Armee, nur weil du eine Armee hast, 1000 Leute, 100.000, 10 Millionen, die dir folgen. Wer bist du, dass du dich so aufspielst? Nur weil du Waffen hast, große Gebäude hast, ein großes Territorium hast, aber sie haben sich hochmütig verhalten. Sie haben Istakbir, sie haben Kibir, sie haben sich groß gefühlt auf der Erde. Sie und seine Armee. Und sie haben gedacht, sie werden niemals zu uns zurückkehren, sagt Allah. Haben sie niemals überlegt, dass sie irgendwann zu uns zurückkehren? Diese kleinen Kreaturen, diese kleinen Geschöpfe, die zu uns, die Großen, Allah, der Allmächtige, der Allah, der Al-Kabir ist. Wie hat es aber geschafft, dass die Leute Firaun gefolgt haben? Wie ging das denn?
Allah sagt, فَاسْتَخَفَّ قَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. So verleitet er sein Volk zur Narrenheit und sie gehorchten ihm. Sie waren wahrlich ein frevelhaftes Volk. Sie waren ein sündigendes Volk. Was hat Pharaon gemacht? Er hat sein Volk klein gesehen. Er hat sie erniedrigt. Er hat sie dumm gesehen. Sie klein gemacht, hat sich groß gemacht. Und so hat das Volk Pharaon gehorcht. Sie haben ihn Itat gemacht. Sie hatten Angst vor ihm. Sie sind nicht aus seiner Reihe geschliffen. Warum? Hätten sie Allah als groß gesehen, so wäre es niemals passiert. Aber die ganzen Salim und die ganzen Diktatoren, die ganzen Herrscher, sie machen das alle heutzutage auch. Sie verhalten sich groß, sie präsentieren immer ihre Waffen, ihre Militärs, was sie gemacht haben, damit die Menschen, der kleine Mensch, eine Demut, eine Angst kriegt. Sie bauen große Gebäude, bauen gewaltige Sachen, damit der Mensch sich klein fühlt und die Sache Itat macht. Diese Sache wird so weit gehen bis ins Jenseits. Selbst im Jenseits wird das der Streitpunkt sein. Die Menschen werden sagen, وَقَالُوا رَبَّنَا, O unser Herr, إِنَّا أَتَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَدَلُّونَ السَّبِيلَ. Sie werden sagen, unser Herr, Ja Rabbi, wir gehorchten unseren Herrschern und unseren Führern, unseren Kubara'ana. Kibir, es kommen unsere großen Leute, unsere Leute, die behaupten haben, Ahnung zu haben, die vom Makam her über uns standen, die mehr Wissen hatten wie wir. Wir haben diesen Leuten befolgt, die groß waren, die großen Leute, die wir immer für über uns gehalten haben. Wir waren doch nur die Kleinen, wir haben doch nur das getan, was sie gesagt haben. Sie wussten doch mehr wie wir. Und sie ließen uns vom Weg abirren, werden sie sagen. Das wird ihr Streitpunkt sein. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا. Dann werden die Unterdrückten zu den Hochmütigen, die sich auf der Welt aufgespielt haben, sagen: بَلْ مَكْرُوا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِذَا تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا. Ihr habt Tag und Nacht Pläne geschmiedet, damit wir Allah gegenüber Schirk begehen, ihn nicht anbeten und ihm Dinge gleichsetzen. Was passiert? Beide werden in die Hölle kommen. Dieses Gespräch wird die Leute nicht retten. Hani, ich habe büyüklere uydum. Die Großen, unsere Älteren. Bu öyle dese, das ist richtig. Wenn der Staat das sagt, devlet bunu dese, sen kimsin? Wenn der Staat das sagt, wer bist du denn eigentlich? Wenn die Regierung das sagt, wer bist du denn eigentlich? Wenn das in die Medien kommt, wer bist du denn eigentlich? Wenn der Sheikh das so und so sagt, wer bist du denn eigentlich? Dieser Streitpunkt wird im Jenseits ebenfalls stattfinden. Warum passiert das? Weil diese Menschen sehen sich kleiner. Die sehen sich kleiner als dieser Belam, sie sehen sich kleiner als diesen Militär, sie sehen sich kleiner als die Regierung, sie sehen sich kleiner als diese ganzen Medien. Aber dieser Streit wird in der Hölle enden. Was will also Allah? Allah will eine Sache. Allah will, dass wir nur Allah einzig und allein als groß sehen. Allah subhanahu wa ta'ala möchte nicht, dass wir jemand anderen auch noch groß sehen. Allah will, dass wir nur ihn groß sehen, weil nur wenn wir Allah groß sehen, nur wenn wir Allah groß in unserem Herzen haben, werden wir nur Allah gehorchen, unsere Anbetung zu Allah, nur zu Allah machen. Aber wenn wir andere Dinge auch noch als groß sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Schirk begangen wird, dass wir in Fitna kommen. Aber wenn du nur Allah in deinem Leben groß siehst und alles andere klein siehst, was auch der Tatsachen entsprechend ist, alles ist klein, alles ist Sarir, außer Allahs Al-Kabir, dann wirst du nur Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig mit dem Tawhid verehren. Als die Offenbarung zum Gesandten Allahs kommt, die zweite Sure, die zum Gesandten hinabgesandt wird, ist die Surah Mudassir. Allah sagt im edlen Koran: Ja ayyuhal Mudassir, O du Bedeckter, Qum fa'anzir, steh auf und warne, wa rabbaka fakabbir, und verherrliche deinen Herrn, mache deinen Herrn Takbir, verherrliche deinen Herrn als den Großen, wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur, und reine deine Kleider und entferne dich von der Unreinheit. Was hat der Gesandte Allahs gemacht? Der Gesandte Allahs ist rausgegangen. Er ist zu den Mushrikun gegangen. Er ist zu den Mekkanern gegangen, hat gesagt: Eure Götzen sind für euch Brennstoff. Eure Götzen haben keinen Nutzen. Sie sind nichts. Sie können sich nicht mal selber helfen. Das war für die Mushrikun so ein Schlag ins Gesicht. Hätte ein Erdbeben gegeben, wäre es nicht mal so schlimm. Das war so ein Schlag ins Gesicht für die Mushrikun, weil sie haben immer gedacht, jemand, der schlecht nur von den Göttern denkt, der ist verflucht, der wird niemals ihre Rettung kriegen. Dann kommt jemand wie Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, macht nicht nur seinen Herrn groß, er verherrlicht nicht nur seinen Gott, indem er Takbir und Allah erklärt, Allah seine Macht erklärt, macht die Götzen sogar erniedrigt und klein. Die Mushrikun, das war für sie ein Schlag ins Gesicht. Das ist Takbir. Takbir ist, wenn du die Mushrikun, die Tawarit wieder auf den Boden holst, ihre Götzen, ihre Systeme auf den Boden holst und erklärst, wie fehlerhaft die sind, wie nichtsnutz das sind,
und wie groß und mächtig doch Allah ist. Das ist Takbir. Das ist Takbir in die Tat umwandeln. So war aber nicht nur der Gesandte Allahs. Und der Gesandte hat nur Allah groß gemacht. Und in dem Vers heißt es, und machen nur Allah Takbir, nur Allah, sonst niemand anderen. Aber so war nicht nur der Gesandte gewesen. Ibrahim a.s., was hat er gemacht? Im Koran kommt das Wort sogar 1:1 vor. Ibrahim hat alle Götzen vernichtet, kaputt gemacht, außer den Großen, Kubara. So kommt es im Koran, außer den Großen, hat ihm den Hammer gegeben. Warum hat Ibrahim das gemacht, a.s.? Warum? Die Leute kommen und sagen, was passiert? Er sagt, der Große war das gewesen. Er erniedrigt eigentlich die Götzen. Er erniedrigt die Götzendiener und die Götzen. Er sagt, und dann kommen die Leute und sagen, der Große kann das nicht gewesen, der kann sich gar nicht bewegen. Und Ibrahim sagt, wie könnt ihr eine Sache anbeten, der nicht mal die anderen Götter hat helfen können? Wen betet ihr da eigentlich an? Ibrahim, was hat er gemacht? Er hat Takbir gemacht. Er hat die Götzen und die Götzendiener erniedrigt und hat seinen Herrn groß gemacht. Hat seinen Herrn verherrlicht. Das ist Takbir. Das ist Allahu Akbar. Den Tarut und die Tawarit, den Schirk und die Mushrikun erniedrigen und Allah zu verherrlichen. So war auch Musa a.s. Musa fordert Pharaon heraus. Aber wann? An einem Tag von Eid und zur Zeit von Duha, wo alle Menschen versammelt werden. Dieser Pharaon war so ein Tarut gewesen, so ein ekliger Tarut gewesen, dass er solche große Statuen gebaut hat, dass als die Muslime Misr erobert haben, die Götzen von ihnen nicht mal kaputt machen konnten. So große Statuen waren das gewesen. Die waren so groß wie Gebäude. Man konnte nicht mal kaputt machen, bis ein Sahabe das Gesicht danach kaputt gemacht hat. Aber man konnte die nicht mal kaputt machen. So groß waren die gewesen. Musa fordert ihn heraus. An einem öffentlichen Platz, wo alle Menschen diese großen Götzen immer gesehen haben, einen Typen wie Pharaon sehen. Ein kleiner Typ, 1,20 Meter vielleicht, ein kleiner Wanst. So kleiner, die waren nicht groß, die Pharaonen. Die sind nicht so groß gewesen, 2 Meter. Ganz klein. Fordert ihn heraus, damit alle Leute sehen, wie klein der ist. Und was macht er? Sein Hirtenstock, damit erniedrigt er, wo er sagt, Ana Rabbukumul A'la, ich bin euer größter Herr, erniedrigt Musa, Pharaon, vor den ganzen Augen der Leute und macht seinen Herrn Takbir und verherrlicht nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist und will Allah, dass in unserem Leben unser Motto Allahu Akbar ist. Wo sagen wir denn überall Allahu Akbar? Wir machen Takbir überall. Wenn wir zum Gebet gerufen werden, der Erzan wird mit Allahu Akbar gerufen, der Qamat mit Allahu Akbar. Warum nicht mit das anders? Allahu Ali, Allahu Ali. Warum Allahu Akbar? Kommt zum Gebet. Nichts ist in dem Moment größer als das Gebet. Allahu Akbar. Wir werden im Gebet mit Allahu Akbar gerufen. Wenn wir das Gebet beginnen, beginnen wir mit Allahu Akbar. Allah ist der Große. Warum? Nichts ist in dem Moment größer, nichts ist wichtiger als das Gebet und nur diesen Gott gebührt es anzubeten. Deswegen beginnen wir das Gebet mit Allahu Akbar. Warum? Weil das Gebet macht man nur zu Allah, nur den großen Gott. Während dem Gebet machen wir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wusstet ihr, dass das Frontallappen eines Menschen die menschlichen Emotionen und die menschlichen Gefühle beinhaltet? Das alles ist hier vorne. Es gab zum Beispiel damals einen Mann, der hat in Deutschland gearbeitet, bei der Bahn, und dann ist ein Stein von der Bahn gegen den Kopf geknallt, gegen den Mann, und seine Stirn hat es getroffen. Der Mensch hat danach gelebt wie ein Tier. Hier ist die Menschlichkeit. Wir machen Allahu Akbar und legen unsere Menschlichkeit auf den Sajda zu Allah und sagen, oh Allah, du bist der Größte. Du bist groß und niemand anderes ist groß. Wo machen wir noch Takbir? Wenn wir Kurban, wenn wir schlachten, Allahu Akbar sagen wir. Wenn wir unser Eid-Gebet verrichten, was unterscheidet das Eid-Gebet von den anderen Gebeten? Die Takbir, Allahu Akbar sagen wir. Was unterscheidet das Totengebet von den anderen Gebeten? Allahu Akbar. Selbst bei unserer Trauer machen wir Allahu Akbar. Warum? Weil die schlimmste Trauer ist, wenn man einen Menschen verliert, den man liebt. Das kann ein Mensch niemals ertragen. Nur wenn jemand da ist, der noch größer ist als dieses Problem und dieser Schmerz. Und das ist Allah. Deswegen beim Schmerz, beim Trauer, Allahu Akbar. Wenn wir uns freuen, Allahu Akbar sagen wir. Warum? Wenn wir uns freuen, Allahu Akbar sagen wir, weil unsere Freude ist mit Allah zu teilen. Weil wenn man sich freut, kann man sehr schnell die Sünde verneinen. Allah ist groß. Wenn wir verwundert sind, sagen wir Allahu Akbar. Wir sind gerade verwundert. Da kommen Leute zum Propheten und sagen, die sind neu zum Islam konvertiert, machen sowas wie Sadul Anwar. Und sagt der Prophet vor seiner Schockiertheit, Allahu Akbar, was verlangt ihr von mir? Gerade Allahu Akbar, warum? Wir sind verwundert, aber Allah, du bist so groß, du bist niemals verwundert. Allahu Akbar, in der Hajj, wenn wir an der Dings laufen, an der Hajar al-Aswad,
machen wir Takbir. Safa Merwe, machen wir Takbir. Bei Mina, wenn wir Shaitan beschmeißen, Takbir. Unser Leben besteht aus Allahu Akbar und dem gesamten Takbir. Nach dem Gebet machen wir 33 Mal Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wir machen Tasbih, Tahmid und Takbir. Überall will Allah, dass wir eine Sache nicht aus dem Kopf verlieren. Allahu Akbar. Allah ist der Große. Weil wenn die Ursache des Schirk ist, weil man Allah nicht als den Größten sieht. Wenn du aber dauerhaft in deinem Leben Allah als den Großen siehst, so wirst du niemanden fürchten, niemanden gehorchen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Selbst in den ersten 10 Tagen von Zulhijjah, wenn die Zeit von Hajj ist, machen wir Takbirat. Überall machen wir Takbir. Überall machen wir Allahu Akbar. Allahu Akbar, bringen wir Takbir. Allah will nicht, dass wir das vergessen. Selbst wenn wir in den Dschihad ziehen, gehen wir mit Takbir in den Dschihad. Und wenn wir gewinnen, machen wir auch Takbir. Allahu Akbar. Warum? Der Sieg kam vom allergrößten Allah. Derjenige, der den Sieg uns gegeben hat, ist Allah der Große. Deswegen ist unser Leben besteht aus Takbir und Allahu Akbar. Deswegen will Allah, dass wir ihn alleine Takbir machen. Wir sollen einzig und allein Allah verherrlichen, Allah als den Großen sehen und sonst nicht zu niemand anderem. Genau wie die Propheten es vorher getan haben, sollen wir es tun. Heute gibt es andere Schirkarten, heute gibt es andere Schirkiat. Und unsere Aufgabe ist, das Schirk zu erniedrigen und Allah zu verherrlichen. Allah als den Größten zu verherrlichen. Wo machen wir Takbir? Wo ist Allah groß? Allah ist größer als alle Tawarit. Allah ist größer als die ganzen Waffen, die Panzer, die Flugzeugträger, die Militärs und alle Unterdrücker auf dieser Welt ist Allah größer. Denkt dran, Allah ist größer als all diese ganzen Jabarut. Allah, Ibrahim a.s. wurde aufgefordert, die Leute zu Hajj zu rufen. In der Wüste. In der Wüste hat er zum Islam eingeladen. Es war niemand da. Was hat er gemacht? Er hat Allah Takbir gemacht, hat die Leute eingeladen. Bis zum heutigen Tag folgen die Leute Ibrahim a.s. seinen Ruf zu Hajj. Nuh hat ein Schiff auf dem Land gebaut. Es hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Überhaupt keinen Sinn. Er hat Allah Takbir gemacht. Allah hat den Größten verherrlicht und der Herr hat das Wasser ihn zu Füßen kommen lassen. Lut hat ein Dua gemacht. Allah hat ihn sein Dua erhört, hat das Volk vernichtet. Er hat nicht hinterhergeschaut. Er hat nicht nochmal hinterher getrauert. Aber was habe ich da gemacht? Hätte ich doch nicht. Allahu Akbar, er hat seinen Herrn Takbir gemacht. Musa a.s. hat seinen Herrn Takbir gemacht, indem er Firaun mit seinem Stock vernichtet hat. Der Gesandte Allahs hat Allah Takbir gemacht, indem er gesagt hat, wenn ihr mir die Sonne in die linke und den Mond in die rechte geben würdet, so würde ich von meiner Dawa niemals abkommen. Niemals. Sie haben alle ihren Herren Takbir gemacht. Alle Propheten, alle Sahabas, alle haben ihren Herren Takbir gemacht. Als der Propheten und die Sahaba in Hendek waren. Hendek war so eine schlimme Schlacht, die ganze Halbinsel hat sich versammelt, um die Muslime auszulöschen. Und die Leute sind am Hungern, die Leute haben nichts, von innen ist der Verrat. Der Prophet haut auf den Stock, auf den Stein und er sagt, ich sehe für euch die Türen von Persien und die Türen vom Byzantinischen Reich sehen. Allahu Akbar, das ist sein Herren Takbir machen. Das ist zu wissen, dass Allah größer ist als die ganzen Armee. Und sollten sich gerade alle versammeln, sollte der Verrat von innen kommen, sollten wir auch gerade hungern. Ich sehe die Türen von Persien und vom Byzantinischen Reich, weil Allah ist größer als alles andere. Allah ist wahrlich ganz gewiss der Allergrößte. Und vor Allah ist alles klein, vor Allah ist das Große sogar klein. Und nichts ist größer als Allah. Jetzt, ihr habt Allah, den Großen, als euren Freund. Was ist unmöglich jetzt? Was? Und ein Kalifat ist unmöglich? Irgendwas zu verändern ist heutzutage unmöglich, sagt ihr. Ihr habt Allah, den Großen. Was ist heute unmöglich? Mit Allah, den Großen, ist nichts unmöglich. Allah Takbir machen bedeutet, genau wie er die Pharaonen, die Nemrutler, die Abu Jahiler vernichtet hat, er die Unterdrücker in unserer heutigen Zeit ebenfalls vernichten wird. Deswegen macht nur euren Herren Takbir, seht nur Allah als groß und niemand anderen und es wird nichts geben, was ihr nicht erreichen könnt. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين